kurz mal einer Füllung von der Gardebeere, die wir gefunden haben. Das waren Hambeere, Schwarzbeere, Kreischelen, Mullbeeren und so weiter. Wir fangen am Deich. Die muss nämlich 1 bis 1,5 Stunden rasten. Weil zwischen 550 und 600 Gramm Mehl. Soll einen gut ausholbaren, knetbaren Deich gehen. Kokosmilch. 3 Esslöffel Kokosblütenzucker, Drischen Hefe, und 2 Esslöffel geschmacksneutrales Ölig, also Sonnenblumenölig. So. Voilà. Rühren wir das durch und dann fliegt er dann als Knetmaschine. Und das darf dann 5 Minuten lang drehen. Ohne Salz geht ein heftig Wasser ab. Schon ja nicht viel Gohe gelassen. Flüssigkeit, das geht schon so. Kann ein bisschen Vanille beikommen, wie das gerne hört. Während der Deich dreht, machen wir als Füllung. Und zwar holen wir einfach das Kreischelchen an, wir kochen es mit ein bisschen Wasser und Kokosblütenzucker. So, der Deich, der sieht so richtig schön gut aus. Den können wir dann noch rasten lassen. Wie gesagt, 1 Stunde bis 1,5. Bis das abgegangen ist, ob das Durchbild von Sänger kreist. Wird dann zugedeckt. So ein Deich, den ist noch schön gegangen, der steht da außen an der Sonne. Der geht da ausgerollt auf einer gemehlten Flasche. So, was denn da drin? Gut. So, also Wasser für, das ist auch passt. So. Genug Mehl auf der Flasche. Ah, da haben wir es ja. Gehst du? Mehl, Mehl, Wechselmehl. 3 Stückchen schon. Nee, ich bin nicht. So. Wasser. Zack. So, genug von denen gefällt, ne? Wir machen noch ein paar Donuts. Normaler. Am Rest stehe ich mal wohl so. Also wie so 6 Pita-Brot oder so. So 6 Pita-Brot. So, meine Donuts, die sind frittiert und da geht es um Dekorieren. Hat kein Puderzucker mehr im Haus. Das geht ganz einfach. Einfach normalen Zucker mixen. So. Und für den
unzureieren für den Zuckerguss zu machen. Einfach das, was wir gekocht haben, püriert. So. Für zu dekorieren habe ich ein paar Sachen präpariert. Hier ist ein bisschen mehr sauer. Das ist dann der Sohm vom Saueramper. Was haben wir noch hier? Ach, die schönen Gelblähen. Flockenblume. So richtig schön. So. Machen wir hier mit Blähen. Haben wir noch Weidenröschen. Kokosraspeln. Brennnesselsohm. Machen wir noch den weißen Zuckerguss. Pina Colada Style. So, voilà. Ist das richtig schön zähig geht. So, ein bisschen weggeblähen. Heute ein bisschen Brennnesselsohm. Das Sauerampersohm. Sie rausblähen. Und den Rest von Wasser. Schaut dann nach Wicken heim. Da. Voilà, Reste Verwertung. So. Denkt dran, unseren Channel zu subscriben. Merci. Ciao, bis nächstes Mal.